An da will auch haut de freiere Prokureur von Dickre Chambour zu Wort kommen lassen. Der Jurist, der nicht ausschließt, dass auch der Corona-Streitfall betreffend den Droit de l'Homme zu Straßburg könnte landen. Allerdings warnt der Jurist Hai für uns zu viel optimistischen Erwartungen. Ihr könnt nicht holen wie an totalitäre Regimen, da kämen 3 Leute an weißer Blues, die giffen nicht holen, an die nicht gift Picke holen, die kriegt nicht an den Arm, den Arm packen, klack, schon sind wir geimpft. Das ist ja nicht bezweckt. Das Problem ist, wer Maßnahmen ergreift dafür reden, den sich schon nicht will impfen lassen. Das ist das Problem. Und ihr seht schon, die Maßnahmen, die müssen proportional sein. Ist so nicht so. Wenn ihr seht, das geht nicht, dann soll ihr einfach hernehmen, dass das disproportioniert. Wenn ihr so, den Weg kann nicht matt gehen. Das ist proportionell. Da muss er natürlich auffeiern. Wie weit auf? Der Richter dann letzten Endes, erstens mal der Politiker. Den ist natürlich darüber aus, für so Mann wie möglich Risiko anzuholen. Ich hoffe nicht. Der Leute fehlt zu denen. Ja, wir fuhren, wisst ihr, Herr No, 5 Jahre gehen wir vielleicht gewohnt bei Slaloms. Dingen, ob die, ja, wenn der Chance hat, vor der Mat planen Menschen, vor der Slalom, und die kommt überall latscht. Da kann der aber auch immer lang hier peng, ratscht sich an den Potter geworden. Das ist schwer. Besonders also in der Proportionalität, da weiß ja nicht, was im Nachhinein gesagt wird. Die Richtlinien, ich meine, die Sachen, die sind evident, bei die Affäre von den Kanner, die nicht geimpft sind, durch Straßburger Kur durchgewinkt, gesagt, das ist eine Gérance, die ist aber die ist legal, die steht am Gesetz, das legitim, das legitim, aus denen an den Ursachen, die wir auch können nachvollziehen, wo wir ja schon Mäntlein gesagt kriegen, was damit auf sich hört, und so ist auch nach proportionell, weil die können just nicht an die Spielschule gehen. Ja, wenn der aber lo in Hut wird mich graviert, weil die hat ja dort das gravierende Problem, dass das bei den Salarien. Wo gesagt wird, dann da wird. Es gibt französische Decisionen, Kassationen auch. Und wir haben ja da ein bisschen selbe Prinzipien, wo bei einem dodegräwisch Pensionäres Entreprise, wo du so, die geht mal dodischen, du stecht ja kein den anderen an. Ja, aber du hast die Idee, auch in den Do, das kann natürlich von den Arbeiten, von den Salarien ausstierchen. Und da ist eine Regel, Reglementarregel, die müssen gegen Hepatit B geimpft gehen. Salarie lässt sich nicht impfen, geht los. Kassation sagt, Motiv real et sérieux. Kein Problem. Das heißt, ihr könnt so weit gehen. Die haben ja da, lo, bemol und so im Französischen und im Fernsehen und so weiter, da gehen wir auf die Quote gefragt. Was meint ihr dann davon? Ja, droit du travail, wir haben schon ein Problem, wo wir ja auch, wo gehen wir gewohnt, wir geimpft sind. Datenschutz. Also, ein Patron kann nicht, der weiß nicht zu wissen, wer für seine Salarie geimpft ist. Also, wenn wir wollen die Pandemie da mit Datenschutz und mit schlecht verstandenen Menschenrechtskonvention beikommen, also dann geht es mal leid. Dann sind wir vielleicht ein bisschen zu pingelig. Holt, wenn da noch nicht etwas hört, wo ihr Südfrieden seht, das kann es doch nicht gehen. Holt Gesundheitswesen. Spitäler. Die sogenannten Altersheimer. Und zwar ein Domizil. Zu einem Zeitpunkt, wo die Älteren gesagt haben, bleibt da bannen. Geht nur bei Leiven nicht raus. Ich habe am Anfang von der Dingen, wo man keine Masken hat und so weiter, da hat der Journalist, ein Minister gefragt, kriegen die Leute wenigstens so Masken? Da hat er gesagt, ja, die brauchen ja keine, die dürfen ja nicht raus.
Ja, die gehen da sowieso unsere Tendenz für sich zu schützen, noch wenn ich so gibt dir, da gibt es die so man geht lieber nicht. Und dann kommt zwar Domizil, raschpassiert. Ich habe Leute gefragt, sind da geimpft? Und die gesagt, was soll ich mich da impfen lassen? Ich habe gesagt, dass ihr mir nicht eine Covid rausschläft. Und dass ihr noch nicht kriegt. Ja, aber das ist ich weiß schon nicht, was an dem Traktor dran ist. Ich habe gesagt, dir ist ja wurscht, allemal, was da was da dran ist. Also, ein bisschen gesagt. Ich meine, das Problem ist den von der Proportionalität, den dann so weit gipfeln kann, weil eben, dass da auch von der, die jung geimpft gehen, guckt mal an Deutschland, wo schon gesagt wird, da gehst du, sobald ein Fall hier auftaucht, da gehst du heim. Da könnte sie lösen, und da fragt sich, hätte ihn das nicht können echter machen, die Sachen. Ja. Weil ihr wisst, ihr braucht 6 Wochen, ihr da sogenannt immun seht, also die losieren an Vakanz laufen und sich impfen lassen, ja, die sind voll für Kerz, wenn sie Pech haben. Da werdet schon auch gar nicht. Also, ich meine, wenn ihr das Problem da vom rechtlichen Standpunkt guckt, es gibt Hürden zu holen. Das ist nicht einfach, aber es ist dann so, dass von etwas nicht einfach ist, lo machen wir es gar nicht. Es gibt natürlich, Leute gesehen ja in Frankreich, lo feiern wir dann den Pass an. Wenn wir wollen so, also etwas lassen wir mal sehen, dass das ja am Anfang für die Obligation, sich zu vaccinieren, für die sind obligiert, und die sind den anderen, das alles schön gut, ich gehe aber nicht. Was macht da, wenn ich nicht gehe? Ja, da kriegen wir kein Face, können wir nicht machen. Ich habe nicht schon gesagt, die Rechtslage ist so, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass ich kein salärmäßig losgeht. Das Zweite, das Vierte so, ja dann, wenn die nicht geimpft sind, geht die nicht auf die Plätze, wo die Leute sich stechen. Die geht nicht an das Restaurant und die geht nicht so. Da geht es so, ja, meine Freiheit. Mit da, so, da kommen, fallen wir auf die Prinzipien zurück, die Kurve Straßburg da raushält und nicht können an das Restaurant gehen oder an das Kino. Als das dann nicht eine proportionelle Maßnahme für die dann durchsetzen. Also da, und das wäre als Gesundheitsminister, ich war ja ein freier Kollege, die war ja lang genug an der Jurisdiktion administrativ tätig, die weiß da doch, höchstwahrscheinlich. Wenn sie nicht weiß, da müssen hier leider, da müssen sie Justizminister fragen und so weiter. Dass es nicht einfach ist, das weiß ich mit dem Problem. Es kann ja nicht so, die Gesundheitsdiktatur sieht für die Impfpflicht. Die sind Gesundheitsdiktatoren, die sind Antidemokraten. Nein, die anti sind, das sind die sich nicht impfen lassen. Ich gebe so, auch die sich impfen lassen, also, aber nicht am Text. Herr Thomas, wenn er zu mir sagt, ich stehe nicht mehr, schon lange nicht mehr filmen. Du darfst nicht filmen. Das soll nicht, dass du als eine Sauerei, das soll nicht filmen sowieso nicht. Also, da habe ich kein Problem damit. Ja, das ist ein bisschen, ich meine, am Gesundheitswesen hätte es schon lange müssten irgendwie angefordert gehen. Am Gesundheitswesen au sens large. Und dann auch all die Kontakt haben. Wobei sich da freut, dass es dann nicht mehr einfach mal machen, eine Pflicht für Leute so, du. Das ist ohne Bemol, ja, wir haben aber keine Kontakt mit den Leuten. Da fängt darum an, Diskussionen, wenn das so südfreilich, wenn ich gelebt impfen, dann ist es fertig. Just das Problem ist den, was man da von den Leuten nicht machen. In Frankreich, also hat der Senat gesagt, da machen wir keine Entlassung draus, Möglichkeit draus, wir schreiben das nicht an den Text, wir suspendieren den Arbeitskontrakt. Da kriegt noch kein Pai, und dann ist noch immer beschäftigt. Kriegt auch kein Showmatch. Von denen entlassen geht, dann ist der Basis, kann sich ein anderer Arbeitsstelle. In den suspendiert das, den ist noch immer beschäftigt. Also, da ist dann so, man hätte einen Ausweg, ein Schoff hält den als auf den Kopf. Also, das ist nicht einfach für das Ganze. Wer doch nicht einfach ist, dass das von der Texte merkt, die könnt nicht so, wir machen ein Projekt de loi, am Avant-Projekt, dann diskutieren wir den, dann machen wir ein Projekt, da geht das um den Conseil d'État, da geht noch nach Yanni Amani pour avis, und dann so weiter. Ja, wenn fertig ist, gebe ich so immer so weiter, hoffentlich Pandemie dann noch benennen. Dann könnte das Problem, da riskieren Texte natürlich schlecht zu gehen.
Am Frankreich sind sie auch schon egal, wenn man zur Impfpflicht stehen, die Texten, die sind nicht gut gemacht. Ich meine, sollen nicht nur die für eine Impfpflicht sind, an den antidemokratischen Eck drücken. Das heißt, wenn wir alles so zusammenfassen, allgemein geguckt, der Ball irgendwann könnte zu Straßburg landen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt Straßburg so ein okay, die Allgemeinheit für Individuen. Ja, also das ist bei Straßburg ganz klar. Ich habe die Impression, ich bin auch kein Spezialist von der Jurisprudenz, von der Kur von Droit de l'Homme. Die sind hier ganz ein, die schreiben ganz viel, die versichern noch immer an konkreten Affären, all Details rauszupicken für an einen konkreten Fall. Erstens mal die Länder aber eine gewisse Latitude zu gehen. An aber Prinzipien klar zu sein. Das Prinzip ist ganz klar. Ja, das kein, wo gibt es ja gesagt, Menschenrechte, das sind Individualrechte. Ja, aber guckt aber mal, was an der Konvention steht, die Lächer, die Ausnahmen, die gehen natürlich von der Kur kontrolliert. Und du hast die Impfobligation, die ist an sich nicht bestritten. Problem ist just, was an der pandemischer Dinge, wo nicht just geht bei Kanada, so, da gehen sie eben nicht an die Spielshow. Da kann ich für ihn da mal leben, da müssen sie gucken, da gehen sie eben nicht an die Spielshow. Aber wenn da aber gravierend Sanktionen holt, wissen dann nicht, wo die Proportionalität, damit hätte ich als Richter immer, ich will nicht sagen, ja, das ist ein Messen, mit denen sieht das proportionell, den anderen sieht. Die Konvention, wo immer da steht, Sanktionen müssen vorgesehen sein, sie müssen effizient sein, sie müssen dissuasiv sein und sie müssen proportionell sein. Jo, ich will. Was heißt das konkret? Wenn er das sagt, ja, wie viele Jahre sind das? Ja, da kommt er da konkret an Situationen, wo ein Land sagt, zum Beispiel bei Korruption, nicht meint Prison. Das ist voll. Das aber das ist ja lachhaft. Da sind die Sachen, wo die direkt dient sind, das ist nicht proportionell. Und das ist es. Aber da kommen die ganz viel zwischen Situationen, wo, ja, also Straßburg ist selbstverständlich. Also es gibt mich wundern, wenn in Frankreich, bei uns wird für gesagt, wir werden noch Franzosen. Ich weiß immer von unseren Älteren, feiert sich schon mal auf Franzosen gewährt. Da waren wir noch nicht auf der Welt mehr. Als Älteren haben auf Franzosen gewährt. Aber mir nicht. Und sie sind nie gekommen. Wir lehnen uns schon ganz gern und Franzosen un, aber hier lebt Zeit heißt davon.